Für angerufen am Kontext von der Reform von der Assurance Dependance. Erlaubt man just vielleicht am Vierfeld versprechen, aber wichtig ist bei so einer Pressekonferenz, wäre mehr einfach vielleicht ein Avis zu hören, dann nicht die Domi River. Okay, ist du besser? Okay. Erlaubt man just vielleicht am Vierfeld, Java Mengen einfach vom Know-how hier, also immer wichtig da sehen, ob das, was wir tun, geschieht, dass ein Kreator drauf hinweist, die Assurance Dependance basiert sich im Gesetz vom 19. Juni 1991, was hauptsächlich 4 große Prinzipien zurückgehalten wird. Einerseits, dass in Priorität misst losen ob den Mesure de Rehabilitation, führen das an Prise en Charge, das Adaptation vom Haus, das einer Sache, wo wir müssen da setzen, führen, dass wirklich voll dependent wird. Zweitens, den Priorität an dem, wo ihn Leute daheim hält, und dann auch Priorität für eine Prestation en Natur, respektive eine Prestation en Espèce, das ist entweder Priorität auf Geldleistung, also Priorität auf Naturleistungen, führen, dass Priorität gelost hat op Geldlicht. Und dann natürlich von den dann kann du hingehalen gehen dann noch ein Prise en Charge von der Dependance. Den 23. Dezember 2005 als eine Modifikation kommt von dem Gesetz von 1991, wo sich und den Basisprinzipien und die Fundamentalprinzipien nicht geändert gehen, als außer das sollte mehr eine große Qualität von den Soins gesagt gehen an eine bessere Kontrolle promotion. Obwohl das in der Haut leider noch einmal nicht hört. Lassen wir noch weiter einer 2014, wie viele Beneficiäre Hummer von der Assurance Dependance nicht mehr wie 13.817. Davon sind 13.422 Residenten zu Lützeburg an 359 sind am Ausland. Du seid ihr noch einen großen Unterschied zwischen Residenten an die am Ausland sind. Und dann sind es 4.543, die sind an Altersheimen, an Fliegenheimen, an 8.879. Das sind Leute, die daheim versuchen. Wie geht das Ganze dann im Endeffekt doch finanziert? Und zwar über die Kotisation, von 1,4%. Donieren, dass der Staat partizipiert, an der Lampe man do eine Remarque, die immens wichtig ist als für unseren Avis, und zwar den, dass 2006 war Partizipation vom Staat bei 45% von den Depensen von der Assurance Dependance 2006 als Gel angefordert ging, durch den Fehler, pardon, 140 Millionen Euro, die derzeit eben die 45% ausgemacht haben, und dann Donno bis 2012 wüge, dass die Gel am Masseinsatz die Partizipation von 45% aufgefallen bis sogar 35%. An der von 2013 und nur dem, wo wir also gebell 100 Mal dran interveniert sind, als ein Löser im Rob gefordert gehen, aber just auf 40%, dann nicht auf 45%, wie das 2006 war. Ein anderer Set sind Taxen auf der Elektrizität, an andere Sätze wie Revenu Immobilien an andere. Den aktuellen System haut als abgebaut op ein System, das personalisiert ist, den individuell ist, für allem solidarischen System ist, wo die Jungen für die Eler bezahlen und die Eler für die Jungen mit bezahlen. Für allem hat den ganz große Vorteil als den, dass kein Unterschied möchte Gebiet von den Leuten, von den Fliegen,
Fall an verhindert mit allen Möglichkeiten verhinderten ein Zwei-Klasse-System oder ein Zwei-System à deux vitesses, wo die sich finanziell leisten können, da können noch kriegen, und die es nicht leisten können, dann in dem Moment nicht giffen zur Verfügung gestellt kriegen. Là, man dafür steht auch ein drin Exemple Konferenz la CSL, Chambre des Salariés hat eine Konferenz mit Österreich, Deutschland und mehr. Als Lützeburger an Konklusion von der Konferenz war die für zu sagen von den ausländischen Kollegen, um Gottes Willen halt der System bei, der hat ein gutes System, den weit von uns entfernt ist, halt dabei, adaptiert, wenn es notwendig ist, mehr das System soll ihn beibehalten. Und effektiv ist unser Avis auch den an die Richtung geht. Wir werden den 10. Juli zusammen umrauscht, mit dem Minister, mit den anderen Partnern, wo wir dann Propositionen gemacht haben, wo oder Piste vorgestellt haben, wo ihr kennt, erwartet Richtung, dass ihr kennt am Kontext von der Reform von der Assurance Dépendance vor. Darauf sind wir décidiert, dass wir uns zusammensetzen, intern am OGBL, für diesen Avis, den der Führer erschleien hat, auch auszuschaffen. Und den ist ausgeschafft mit verschiedenen Leuten. Einerseits mit den Repräsentanten vom OGBL, die am Verwaltungsrat sind, von der CNS Assurance Dépendance. Dafür hat auch den René Pizzaferri im Vierstandstisch sitzen, wie gerade so gut Lynn Zettinger an Mengenwenigkeit. Wir sind in dem Moment als Vertreter am Verwaltungsrat von der CNS Assurance Dépendance. Aber dort daneben tun wir als oft zusammengesetzt mit unserem Personalvertreter, das ist mit den Akteuren, die im Terrain sind. Und dafür haben wir dann noch Carol Steinbach hier sitzen, respektiv auch Nora Back. Ein von den Problemen, die nicht oft an den Medien nur geschmerzt wird, ist die von Travailleurs handicapés oder von der handicapierten Person. Dafür mochten Joël Dalvo als Sekretär responsable für den Departement des Travailleurs handicapés, Matt Beigel, den Ortono, wird auf den Mengen oder den anderen Punkt drauf intervenieren. Das Ganze basiert sich auf den Akkord vom 21. November zwischen den Gewerkschaften und der Regierung, wo festgehalten ist, dass die Regierung sich engagieren für keine Reduktion von den Leistungen zu machen, dass auch keine Erhöhung von der Partizipation von den Assurern kommen, respektiv, dass sie kein Mal gucken für eine mehr Effizienz von den Kriterien, für das in die Leistungen kennt, notchecken, respektive auch eine bessere Qualität des Soins, aber die natürlich dann ob die 4 Prinzipien, die ich ganz am Anfang vorgestellt habe, müssten basieren. Wie gerade so gut aber auch, dass in Kotisation am Prinzip nicht misst erhöhen, außer wenn es wirklich zu der Notwendigkeit kommen, dann wir die Regierung bereit zu diskutieren. Ich will direkt sagen, dass der Nogibel für sich das kein Tabu ist für die Kotisation, respektive über die Resetzeit zu schwätzen, weil all die Propositionen, die bislang gemacht sind, sie sind alle auf der Depensseite und nicht auf der Seite von der Reset. Aber da werde ich auch nachher mich spät darauf zurückkommen. Pisten, die präsentiert sind, sind für uns sicherlich nicht kompatibel mit dem, was am Akkord, den ich euch just vorgestellt habe, sind sie nicht mit dem kompatibel. Für uns muss der Patient, wie gerade so gut Personal, am Zentrum von der Diskussion sein und darf nicht den Kostenpunkt, die sind, den am Zentrum von der Diskussion auch dem Moment ist. Für uns ist es doch wichtig, dass das Solidaritätssystem von der Assurance Dépendance beibehält, dass eine garantierte Prise en Charge gibt von der Qualität, respektiv, dass man auch ganz gut dagegen sind, gegen den System à deux Vitesse, und für allem
sind wir nicht bereit, dass Patienten sollen Idee van Tasch greifen. Ich erinnere just daran, dass für kurzem nach bei den Maison de Soins, der Maison de Retraiten, Prix d'Hébergement an immens an die Luft gegangen sind, was sicherlich der Patient an eng Schwierigkeit bringt, der respektiv sein Kaufkraft dementsprechend dann auch zurücksetzt. Auch eine Transparenz am Gebiet von der Preise vom Hébergement, das für uns extrem wichtig, weil wir merken, und der wird dann auch merken, dass wir auf verschiedenen Plätzen sogar Doppelfinanzmente haben, wo in da vielleicht kein an der Schraube drehen. Droit universell. Also selbst für uns immens wichtig, dass egal ob ihn zu knapp wohnt oder zu waschen, muss ein Service garantiert sein, sieft das zu knapp sieft das zu waschen, sieft das an der Sterne. Dann kann es so sein, dass verschiedene Risiken sich Korinthen von sterben sie so rausblicken, dann sich probieren, Patienten alle Götte bei nie für dummer Friede Kilometragen raufzudrehen, dann einer Großresoen, sie auf der halb oder Hälfte dann die gesamte Lützeburger Land müssen aufdenken. Ich will gesagt haben, dass alle Reso, der dann erschrieben wird, mir an der Realität, dass das nicht unbedingt immer der Fall, einfach bedingt durch Größenordnung vom Reso. Und dann, der wir auch nicht vergessen, der Punkt muss bestimmt bleiben, dass übrigens die Lichtung, die man und Grenzgänger oder respektiv die ihrem Zweck an ihr Land gehen, dass die Geldlichtung, die muss garantiert bleiben, kann nicht sein, dass sie während 40 Jahren zu Lützeburg Kotisation von der Pflegeversicherung bezahlte, da weil in Hanno am Ausland wohnt, auch keine Prestation en Espèce hatte. An Menge mehr an den Prämissen, dass sie bis probieren, alle Populationen den Service zu garantieren. Und da denkt man nicht nur die älteren Personen, und das darf ich später gesagt haben, wir denken aber auch um die Leute, die am Handicap sind, die Travailleurs handicapés sind, die Kanner, die auch am Handicap sind, an der von der Schweiz mal ganz wenig. Ich gebe da vielleicht für auch nicht immer dieselben vorzuhören, dem Joel kurz vorzugehen, wie hin Situation als Travailleur handicapé ganz oft erlebt. Voilà, merci vielmals, Carlos. Ja, wie der Carlos hat schon angedeutet hat, es gibt effektiv eine kleine Spezifizität für Leute, die eben am Fall sind von einer Behinderung und dann eben teilweise auch noch professionell sind und dementsprechend eben auch eine Reihe Besoin haben, die am Vorfeld nicht berücksichtigt wurden, wo die Assurance Dépendance der 90 eben gemacht wurde. Also so, dass ursprünglich die Assurance Dépendance ja eigentlich hauptsächlich sich um die Elerleute gerichtet hat an seinem Konzept. Und ich kann mich sogar erinnern, dass länger Zeit Diskussion war, damals, wo es dann sollte angefordert gehen, ob der Sektor Behinderung nicht sollte eben ausgeschlossen bleiben, und weiterhin funktionieren über Konventionen, wie das am Vorfeld der Fall war. So was dann Decision geholt ging, dass eben der Behindertenbereich trotzdem soll an die Assurance Dépendance mit drauflesen, was dann aber eben einfach mit sich gebracht wird, dass du verschiedene Sachen vergisst gesehen. Es gibt natürlich eine große Differenz, ob in lo eine ältere Person ist, die an der Pension ist, und daheim ist und du eine Reihe Hilfe braucht oder eventuell sogar an einem Altersheim oder so einem Heim eben das eventuell unterbräucht ist, oder ob in eben eine junge Person ist, die zwar effektiv auf Hilfe angewiesen ist am Alltag, die aber ein Aktivleben feiert. Mit Aktivleben männlich auf der einen Seite effektiv vielleicht Studien möchte, an der Liste geht oder vielleicht als Kind sogar an die Primärschule geht oder eben als Erwachsenen schaffen geht, an nebenbei aber auch noch ein Freizeitleben hat, wo er eventuell will an der Kino gehen oder irgendeinem Sportclub angehört, an ob all den Plätzen aber eventuell eine Intervention braucht von einer Tiersperson. Sie wird für die Toilette zu gehen, sie wird eventuell für sogar einfach mit Kollegen essen zu gehen, und in do eben eventuell eine Assistenz braucht, weil er eben nicht selber kann essen gehen. Das sind effektiv alle Sachen, die nicht gedurcht waren, und wo ihn auch einfach merkt, dass das eben fehlt, wo die Leute dann müssen eben am Fond gucken, wie sie eins gehen, und teilweise eben noch viel selber müssen finanzieren. Dann ist das Problem überhaupt auch für die Leute, die nicht mehr wollen bei Papa, Mama leben oder auch nicht wollen an einem klassischen Foyer wohnen gehen,
die an Strukturen wollen leben, die semi-autonom sind oder respektiv autonom, ganz autonom wollen wohnen, aber trotzdem teilweise Hilfe brauchen, und das gerade besonders zum Beispiel Hilfe an der Nacht brauchen. Das ist so, dass all die Resoen, wie die genannt gesehen, Hilfe daheim, Help, Kamil und all die es gehen, am Anfang bis spätestens 22 Uhr kommen. Da noch als Chemie da. Und da muss ich gucken, wie dann eins geht. Da können aber ganz viele Leute, die am Anfang Kapazität hatten, ihr Leben so weit selber zu gerieren und an die Hand zu holen, wir können autonom zu leben, die aber eben bei Hilfestellung brauchen. Sie wird bei der Lagerung an der Nacht, dass sie mal brauchen, den Hilfe für zu drehen. Oder sie wird mal einfach auch für etwas zu trinken oder an Notsituationen, zum Beispiel bei Problemen respiratoren, die brauchen für die Maske vom Apparat d'Assistance respiratoire und umzusetzen oder egal. So Kleinigkeiten, wo ihn dann eben auf Hilfe muss zurückgreifen an der Nacht, da geht es dann eben gut nicht. Das heißt, die Leute sind dann quasi obligiert, müssen aber entweder bei der Familie zu bleiben, respektive an einer klassischen Wohnstruktur wie Foyer dann eben zu leben. Da gibt es biselo in einzigen Projekt Pilot, das den Service betreibt, wo eine Gas bestehen, in 24 Stunden Assistenz anbietet, wo dann aber natürlich dann heißt, wie das Assurance Dépendance nicht die verhält, dass Partizipation frei von jedem Einzelnen extrem hoch leid, was dann natürlich also eine finanzielle Prekarität für die Bewohner mit sich bringt. Also da bleibt noch ganz viel zu tun. Dann im Arbeitsbereich, also eben auch bei der Assistenz, sie wird zum Beispiel eben für können sich zu deplacieren, für Reunionen zu gehen oder für sonst irgendwelche Deplacementen, wo ein eventuell professionell eben muss machen, wo es halt auch noch immer Lakune gehen, gerade wenn eine Betreuung braucht. Dann vielleicht noch ein kleiner Exkurs, da das auch bei der Akquisition von Material der Technik, wo noch eine Reihe Ameliorationen müsste gemacht gehen, gerade Niveau beispielsweise zum Service Moyen et Accessoires, den Service als am Anfang en charge für die Assurance Dépendance, die ganzen Volley et Technik zu gerieren, an der Disposition zu setzen. Da muss ich noch sagen, dass den Service am Anfang nur während der Bürostunden und der Woche funktioniert, so dass wenn eine Person beispielsweise samstags eine Panne hat mit seinem Rollstuhl, frühestens Montag kann eine Intervention rechnen. Da das kann ich sich denken, ja, ist das so schlimm? Muss ich wissen, ein Rollstuhl, den ausfällt, das wie wenn Airbnb einfach um Himmel nicht funktionieren. Da setzt ihn fest, wo er sitzt. Kann aber auch beispielsweise sein, dass der Personenheber ausfällt und dass dann wenn Pflegepersonal Person eventuell da muss mit eigener Kraft dann aus dem Bett heben oder die Person bleibt dann eben den Weekend am Bett liegen oder da sitzen, wo sie gerade sitzt. So, das heißt, da sind auch noch ganz viele Ameliorationen zu machen. Ein kleine noch Anekdote oder ein kleiner, mit Anekdote, mehr kleiner Punkt, den auch hast, da das auch mit der Sache von der Akquisition von Material am Allgemeinen. Die Assurance Dépendance überhält nur Material, was spezifisch für Behinderte hergestellt wird, also sozusagen orthopädisches Material. Du hast es so, dass es da um normale Marché ganz viele elektronische Apparate gehen, die für eine behinderte Person eine reale Hilfe schon können sein. Ich gebe ein Beispiel, meine verstorbene Frau, die am Anfang ganz gerne gelesen hat eben gefragt, für eine Hilfe zu kriegen. Wir können eben zu lesen, seine Bücher können zu lesen. Und du hat Assurance Dépendance dann hier proposiert, so einen riesen Apparat zu kaufen, den dann, wo ein Bücher konnte ausspannen, den dann Lieder gedreht wird und so weiter und so fort. Den Apparat wird dann die Tausende gekostet, also genaue Preis weiß ich nicht, ich meine, waren die bald 12.000 €. Aber parallel gibt aber da schon die ersten E-Booken, ja, also Kindle Company, so. Und da hatte ich da proposiert, man da kauft doch meiner Frau so ein Apparat. Da tut demals 1.000 € gekostet, mehr nicht, die waren demals noch mit teuer, die Apparate, aber trotzdem im Vergleich zu dem, was das Assurance Dépendance wollte kaufen, war das der Witz. Und da hat es da geheischt, nee, das wäre ja schließlich etwas, das normale Marché existieren, das kann die Assurance Dépendance nicht überholen. Da haben sie dann meiner Frau schlussendlich ein Apparat gekauft, die eben wesentlich 10 Mal mit teuer gekostet hat,
wo meine Frau nur selbstständig da gar nicht eins gehen ist. Also war am Anfang geholt Quatsch war, wo aber man ein Tablet super eins gehen ist. Das heißt, wir sind auch ein bisschen mehr Flexibilität und mehr wirklich auf die Besoin von der Person urstellen und da die wir kaufen, was doch wirklich da Sinn möchte. So Beispiele gehen nicht doch viel, ich zählen so nicht alle auf. Überhaupt für aufzuschließen, bevor ich dann weitergehen, also an der Terminologie. Ich weiß von einer Assurance-Dependance, also eine Assurance für aufhängig zu sein. Eigentlich müsste eine Assurance de l'Indépendance sein, also Independance. Weil die Idee ist ja am Anfang, dass die Leute sollen mehr selbstständig an independent sein. Also das heißt, das muss ich von der Terminologie, muss ich das nicht unbedingt ändern, das ist mir egal. Aber es soll an Esprit ganz klar sein, dass es darum geht, die Leute mehr unabhängig zu kriegen. Voilà. Nur dem, was Joel gesagt hat, da hat man just eine Zwischenremark, weil da oft gesagt wird, dass Assurance-Dependance als ein grosser Kostenpunkt für den Budget vom Staat, Cash des Normen und etc. Ich will aber hier klar in der Sprache untersuchen, dass Assurance-Dependance ein Faktor ist, der ganz wichtig ist in unserer Ökonomie. Da sind Tausende von Leuten von aufhängig, die durch ein Pai kriegen und mit der Ökonomie weiter nur drehen. Und da gibt es Divergenz, weil oft auf Europa am Anfang gewiesen wird, da gibt es von der MISOC, von Eurostat, eine Statistik, die gemerkt hat, dass 2012, wo festgestellt ist, dass die Pension à longue durée zu Lützburg zum BIP 1,6%. Und dann drinnen sieht das, was Sie geschrieben haben, erstens, dass unser Kostenpunkt loin d'être exorbitant ist. Und zweitens leider wir unter dem Kostenpunkt, den zum Beispiel an der Belge der Moment der Fall ist. Zu den Propositionen von der Regierung, von der Proposition aus dem für die Mise en place von dem System forfaitaire oder Mise en place von 15 Klassen unter dem Prätext, dass sie sehen, einerseits ja, den aktuellen Outil-Informatik an dem ganzen System, den nicht entretemps in Validität verloren. Da wird erklärt, dass das aktuelle Modell für Prise en Charge zu viel detailliert für wenig Flexibilität dran. Der PPH, das der Plan de Prise en Charge, Entschuldigung, dass man dort aufkürzen, das der Plan de Prise en Charge, die wird zu viel accessiert auf Minuten, respektive es wäre eine immens Lourdeur administrativ an drin, es wäre kein Mechanismus von Kontrolle an Faktorisation à l'acte gibt dazu feiern, dass auch ein Schuss à l'acte am Endeffekt gibt stattfindet. Wir fanden persönlich, dass ein aktuelles System nicht das und das, was proposiert wird, Menge mir, dass es nicht die richtige Weg ist, weil wir an dem System, wo proposiert wird, dass man den 15 Klassen nicht zu Verbesserung von den Situationen können, die ich vier gedroht nun die von der Regierung evokiert gesehen. Für uns feiert das Klassensystem sich an die Richtung, dass es einerseits die Aufschaffung von dem individuellen System, den wir haben. Wir haben am Endeffekt, wie wir oft gesagt haben, dass wir die Gänger nicht war, das traurig. Wir haben über 13.900 Klassen. Und den so ausdrückt, dass ich alle Benefiziäre als Menschen, als eine einzige Klasse, weil ein individuell gemost gehen, also geguckt gehen, was das effektiv seit Besoin, da wenn sie mir auch gehen, also dafür von den Klassen dann echt dafür zu halten, von unserem aktuellen System auf den individuellen Plan. Zweitens mengen wir, dass die Forfait nicht dazu feiert, dass er dadurch mehr Präsenz kann beim Intervenant bringen, zweitens auch keine Augmentation hat von der Qualität, respektiv kann er doch dazu feiern, dass verschiedene, dass die Forfaits am Endeffekt dazu feiern zu negative Effekte auf der Qualität, und das können wir schon beweisen, halt an einer Sektor wie zum Beispiel den Spidolssektor. Ich denke noch, dass es manner kontrollabel geht durch die Forfaits, manner transparent geht, dass es sicherlich werden Impact kriegen op Personal, op Kondition, op Arbeitskonditionen respektive einen viel mehr großen Druck op Salarien werden
drop geschehen. Auf Fi allem Mandat huet den Joel Richtstropie gewesen. Mehr Mengen, dass het wichtig ist an eng Assurance-Dependance, Fi allem sich Zeit zu holen, für d'Autonomie von der Person zu preservieren. Und das ist das, was der Joel auch meint, mit Assurance indépendante, für so lange wie möglich Person an der Autonomie können zu lassen. Und du musst natürlich dann mehr leider mehr Zeit tun, du musst mehr Akte vielleicht machen, für die Autonomie auch können zu preservieren. Aber wir fanden noch, dass die Klassen ein grosses Risiko. Wenn das so ist, wie der Minister es erklärt hat, als da sehen, wenn zum Beispiel an Klasse 10 können, dann da sehen, ganz nur bei der Klasse 11, da bleibt ihnen dann der 10 mit Klasse 10 als berechnet auf den Mittelwert von der Klasse 10. Das heißt, es schon dann als von den Prestataires alle Interessen drin, den am meisten Leistung braucht an der Klasse 10, und schon nehmen die am mindestens Teil vom Forfait sind, und das ist das, was mehr Mengen Chasse aux Patients figurant au début de la classe, dass die Risiko auch effektiv Gift bestehen. Schon dat hun ich lofir just gesot, dat hicht vir alle Menge mal, dass het wichtig ist, dass die Autonomie von den Beneficiären preserviert. Dann probiert den noch vielleicht mal de Patient gedoft gesot ja von de Problem aus dem, dass man de Patient matdelen, dass als Beispiel 10 Minuten für de Kapgewäsch zu kreen huet, und dann wann der 2 die 8 Minuten gebraucht hat, da seht dann der Pflegefall entschuldigt, du musst 10 Minuten bei mir setzen, also so schwarz nach 2 Minuten machen. Du Menge man, das muss ja nicht unbedingt auf Minuten haben ruschen. Man muss darauf stehen, wie vom Patient, warten alles Verleistungen zu gut. Und da kann es doch nicht so sein, dass ihr da seht, ja, du schafft mal das System, du wenn wir kommunizieren, dann in dem Moment nach Männer und die Person. Da merken wir effektiv für den aktuellen System, den hat verschiedene Lacunen, wenn eine Präservation will machen von der Leute, dann muss von der Autonomie, dann muss effektiv mehr Zeit investieren. Ich will ein Beispiel, was man da machen. Wenn in einen Pflegefall, den Mojes muss gewaschen gehen. Da gibt es 2 Methoden für zu waschen. Die eng Methode, dass Personal racken, personell, Bootzimmer hält an Bidegehalte wäscht, man aushält Tor adreschen unter dem Träger am Bett. Das ist die eng Methode. Geht aber auch die andere Methode. Das ist die, wo ihr seht, man schuld Person geht allein. Und Bootzimmer geht allein, sich waschen, wenn ihr Kippen nach da lebt. Aber sie braucht an einem Stück neben sich, den nur hier guckt, dass nichts geschieht, dass es nicht fällt, respektive für die Shampoo erreicht. Und du musst preservieren die Autonomie, weil die Leute forciert, sich selber nur sich zu gucken, aber mit dem notwendigen Enkadrement. Aber für das zu machen, ist ganz klar, dass es von Personal wäscht, kostet an der Zeit viel mehr, wie wenn Personal neben dran steht und nur der Person guckt, braucht ihr mehr Zeit. Und das ist auch da, wo mehr Mengen, dass ihr du müsst probieren, auch die Akzente an der Zukunft zu setzen. Dann denken wir auch daran, dass es nicht notwendig ist, an soll gucken an der Reform unnötig Arbeiten zu verhindern. Zum Beispiel all die Volumen, die zusammenhängen mit dem Travail administrativ, dass in da vielleicht das System verbessern, respektive mit den Computersystem dementsprechend adaptieren, how das also so dem mit den iPhones funktioniert, wo ganz schnell kann gehen für die Transmission von den Données. Auch das soll etwas sein, was die soll am Kontext von der Reform zurückhalten. Etwas, was die noch zurückhalten muss, das, was bislang am Plan hospitalier, den da war, wie es sind, nicht mehr gibt, wie das der Conseil d'État zurückgepackt wird, aber die Geschichte für zu sagen, dass immer mehr Leute sollen an den Spitälern ambulatoire behandelt gehen. Das klingt alles schön, na gut, wenn eine Blinde am Rausbau kriegt, dann ist schon der Film geht. Klingt gut, das ist aber bei einer Person ein großes Problem, respektive sogar bei den Jungen oder bei einem Handicapierten, also das große Problem. Also brauchst du Soins à domicile, und das muss den an dem Kontext von der Reform Assurance Dependance unbedingt mit en Konsideration auch zeigen. Ein von den Problemen, die wir festgestellt haben, ist der Mangel von den Kontrollen.
von den Prestationen, wo es engerseits eng finanziell Perd sicherlich gibt für CNS, mir aber auch auf der anderen Seite eng Perd gibt von der Qualität für den Patienten. Dann klar ist, dass die Klassenaufführung nicht und dem Problem werden anderen respektive wird sich die Situation noch viel mehr aggravieren. Dann noch die Diskussion, die ich wieder gesagt habe, analysieren all die Prestationen, die wir haben, ob man nicht double Finanzmente haben, die über den, zum Beispiel am Accueil Gerontologique, das ist an den Altersheimer, Fliegenheimer, wo die Person, die über das Ministère de la Famille bezahlt, kriegt, und dann wird es über die CNS am Endeffekt bezahlt. Und wenn man das will machen, dann muss ich effektiv eine Kommission haben, die zusammengestaltet, die zusammengesetzt wird aus verschiedenen Akteuren von der Assurance Dépendance für einerseits neue Standards, neue Linkdirektrissen und neue Normen können zu fixieren. Was den Aidant informell anbelangt, wo es an der Regierung nicht unbedingt viel dabei rauskommt oder bei der Entrevue, mehr Mengen aber am Klartext, dass es für uns bei mir da informell, dass den, die nicht wissen, dass den bei einer Person kann angesagt gehen daheim, für nur dem zu gucken, und dafür geht eine Prestation erst bezahlt von der Assurance Dépendance. Für uns muss die Regel die sein, dass die Arbeiten sollen für allem über professioneller, über Tresoren gemacht werden. Sie sind aber bereit, darüber zu diskutieren, zu sagen, wann es im Gebiet von der Familie bleibt, ersten, zweiten Degré, dass man sollen die Leute finanziell unterstützen, für dass die die dritte Person können gucken. Und da geht es dann, das was oft hört, die Schönheit geht vielleicht nicht, dass jemand falsch hält, aber es gibt die polnischen Stammen, es gibt die rumänischen Stammen, die auf Plötzlich kommen und dann nur dem Pflegefall gucken. Ja, das geht es. Und es wird immer mehr gehen. Weil wir nicht Akzente setzen, dass der Aidant informell dementsprechend muss deklariert gehen. Dass die muss bei der Sécurité sociale deklariert gehen, dass die muss einen Arbeitsvertrag geben, dass die muss die Arbeitskonditionen fixiert gehen, dass die muss eine Formation minimal oder eine Formation kontinuieren. Wenn den nicht ein ordentliches Encadrement vom Aidant informell ist, wird das in der Zukunft mehr an die Luft kommen. Dafür so können wir einen Unterschied beim Encadrant beim Aidant informell, den Aidant informell die familial, den über die Familie, und da geht es den anderen, den dann den semi-professionellen ist, den dann auch regelrechten Arbeitsvertrag hat, den richtig als Salarié zuletzt und damit bekämpft den noch den Dumping sozial, damit bekämpft den noch sicherlich Schwarzarbeit an dem duen Kontext. Die Aktivität des Soutien, die sind für uns ein wichtiges, essentielles Element, an die müssen auch zurückgehalten gehen, wenn ein Objektiv und Autonomie von den Personen Dépendants auch hört. Wir sind nicht vor allem für die Tendenz für die Regierung. Im Moment wird das Finanzement von der Aktivität des Soutien non spezialisieren am Long Term, am Long Séjour, pardon, dass die sollen aufgeschafft gehen. Dafür mengen wir, dass es wichtig ist, die Aktivität des Soutien beizubehalten. Mit müssen sie vielleicht reorganisieren, müssen sie vielleicht besser adaptieren und ajustieren. Ein Exempel, das ich fand nicht normal, wenn 10 Autos von halb beim Kaktus stehen, du kannst dich vielleicht anders organisieren, dass es da vielleicht nur 2 Autos durchstehen und da dann eine Gemeinsamkeit möchte, dann du mit Kasten sprichst. Sie sind aber nicht dafür, dass ihr seht, wir sollen das aufschaffen, weil das aber ein Deal ist von dem, was die Leute brauchen, für die Autonomie können zu behalten. Dann zu der Cellule d'Evaluation, das die, also ich gesehen, weil viele Fotos gemacht habe von der Slide, von der gerne hat mir Hunde an Guinness ganz gern, challenge, ich hatte nicht wieder gemerkt, pardon. Wieder sie ganz gern Slide. Mit Slide sind nicht viel anders wie das von dir, also wie gut, das ist vielleicht anders abgedeelt, weil vielleicht da besser rüberkommen. CEO mengen wir, dass wir die müssten probieren, reformieren oder besser oder ähnlich gesagt, probieren, die Situation zu adaptieren, dass einerseits müssen wir ein bisschen mehr stärken Kontrolle haben von den Dossiers des Soins,
respektive eng Präsenz Terrain von der SEO wäre wichtiger für das zu realisieren, muss man dann natürlich effektiver von der Cellule d'Evaluation et d'Orientation opdrecken und müssen den natürlich auch probieren, méi eng Spezialisation von der Kollaborateuren, dat nur verschiedene Typen von der Pathologie, respektiv auch die Equipe d'Urgenzen müssten méi angesagt, die für ganz schnell Decisionen en cas d'Extremität können zu holen. Auch die Kommission de Qualität, die Prestation, die 2005 gegründet wurden, als ich mein Kopf hat sie in anderem auch invokiert, als die noch nie getan haben, nicht. Aber wir meinen, dass es aber nur wichtig ist, an diesem Kontext von einer Reform, dass die endgültig zusammengebracht wird. Zweitens meine ich, dass die Kommission auch kann ähnlich noch diskutieren über andere Sachen, wann das so ist, wird ja gesagt, dass das Finanzment von der Assurance Dépendance ab 2018 wäre sie dann definitiv am Negativ. Das ist 2017 wäre noch positiv mit 16,5 Millionen am Plus, und 2018 wäre sie negativ. Wenn Menge Informationen stimmen, für das sie positiv oder equitabel ist, müssen wir Beitragsregeln von 1,42%. Also ob 1,42 Platz 1,4. Respektiv von als Information stimmt, also so, dass die Zahlen nicht mehr Werte stimmen. Weil entre-temps, als es festgestellt wird, dass den Taux de Croissance an der Assurance Dépendance den prognostiziert wird, der bei 4,5% an der Zwischenzeit leiten zwischen 0,5 und 1,5 minus 0,5 bis 1,5, das heißt, dass der ganz noch andere reportiert. Ich schwätze vielleicht nicht mehr von 2018, aber warten wir mal, was Budgetwerten als weisen, wenn als Informationen stimmen, werden dann die Richtung gehen. Und da mengen man, dass es vielleicht mehr wichtig für Jahr dementsprechend die Situation von Assurance Dépendance zu analysieren, an dem Moment auch die Stellschrauben zu drehen, wir können die Situation von der Assurance Dépendance an den Equilibre zu kriegen. Service moyen accessoire, selbst was bis nie geschmeckt wird, mein Freund Joel hat kurz dazu gedreht. Das ist der Service, den die Techniken, das heißt Rollstuhl, Maschinenrespiratoire, an einer Seite, wo ich kann, von Leuten, die leider gestorben sind, rekuperiert oder von einer Platz rekuperiert, sterilisiert, adaptiert, revisieren möchte und dann an einer Leute. Weiter geht durchstellen wir fest, dass sie vielleicht müssen denke nur gucken, ob die Form juridisch noch immer das richtig ist, das respektive Funktionament. Und durchstellen wir ist froh, unter anderem die den Joel invokiert hat, von einem Service de Permanence de Dépannage, den accessibel wie 24 auf 24, 7 auf 7, den notwendig für, hauptsächlich für die Leute, die am Handicap sind, und hauptsächlich für die Leute, die Travailleurs handicapés sind, auch von denen Sachen auch aufhängen, sie für können normal davon zu leben. Ich versuche doch ganz kurz zu halten. Ich weiß, dass immens viel Mathe an der Pressekonferenz dran. Wir wollten ja versuchen, so detailliert wie möglich bei den AVI anzugehen an Situationen, die als wichtig sind. Ich muss just vielleicht eingangs so als Stellvertreterin für Personal vom Syndikat Gesundheit und Sozialwesen unterstreichen mir alles das, was Carlos so gesagt hat, als für alles genauso wichtig und auch für die Beschäftigten sich von derselben Wichtigkeit wie für die Leute, die dann am System Assurance Dépendance leben. Ich meine, das ist auch ganz, ganz wichtige Message, als den, dass sich alle Konsequenzen für die Usagers, wie wir sagen, das ist für die Personen en Situation de Dépendance, die sie ja am direkten Zusammenhang mit den Konsequenzen für Personal. Weil an das wissen und das gilt an allen Dienstleistungsbereichen, so auf allem an dem Pflege- und Gesundheitsbereich gilt das. Weil was man mehr qualifiziert Leute tun, was man auch genug Personaldotation und genug Leute auf den Arbeitsplätzen haben,
was man auch mehr motiviert Personal haben, was man auch natürlich an der Konsequenz eine bessere Qualität von den Leistungen haben und eine bessere Versorgung von den Leuten, die in Situation de Dependance sind. Das heißt, wir stehen irgendwo am direkten Zusammenhang zwischen der Qualität, die irgendwo finanziert wird an einem Reform-Assurance-Dependance-Diskussion, und zwischen der Qualität, die prestiert wird durch die Beschäftigung im Terrain. Dann will ich noch ganz kurz unterstreichen, und dazu immer das kann das schon als Speech vom Pflegesektor aus dem öffentlichen Dienstleistungsbereich. Ich meine, der Carlos hat schon kurz darauf angegangen, die geht mit öffentlichen Geldern finanziert. Und wir erwarten dann noch von einem Staat oder einer Regierung, dass sie hier Verantwortung an dem Sektor überhält und dass sie den Sektor so finanziert, dann aber auch so gestaltet und auch geriert, dass die Qualität, die Haut bis Haut prestiert wird, beibehalten wird, wenn nicht sogar verbessert wird auf verschiedene Punkte. Das heißt, wir fordern wirklich ab, dass nicht an Rängen finanzielle Logiken, ökonomische Logiken geduld wird, dass man nicht Privatwirtschaftsprinzipien überholen, an Logiken, an Finanzierungsmodelle als aufgucken gehen an der Privatwirtschaft, weil das im öffentlichen Dienstleistungsbereich und soll ja kein Business gemacht gehen mit den alle Leute oder die kranke Leute oder die pflegebedürftige Leute. Das ist etwas, was für uns als Berufsindikator ganz wichtig ist, weil da im direkten Zusammenhang mit den Arbeits- und Lohnbedingungen vom Personal steht. Wir wollen auch immer, betont auch immer, dass man keine 2 Klassen Mediziner, keine 2 Klassen Pflegeversorgung wollen und dass man sich an dem Prinzip von dem öffentlichen Sektor festhalten. Das ist wichtig, schon gesagt, was auch für die Arbeits- und Lohnbedingungen, und das wisst ihr auch, weil man einen Kollektivvertrag haben, den der ganze Sektor aufdeckt. Das ist ein sektorialer Kollektivvertrag, den hat eine Obligation general, das kann da, das heißt, den muss appliziert gehen an all den Betriebe, die dort Aktivitäten machen, dass den SAS-Kollektivvertrag im Pflege- und Sozialsektor, unter den Kollektivvertrag fallen rund 12.000 Beschäftigte. Das sind aber nicht nur Beschäftigte am Pflegesektor, weil da fällt auch der Kannerbereich drin an den Sozialsektor allgemein. Wir stehen an dem Kollektivvertrag auf Verhandlungen. Wir hatten gleich vor einer Pressekonferenz zu dem Thema, dafür gehe ich noch nicht mehr so viel am Detail darüber an, aber das geht ganz hart Verhandlungen. Und das gehen ganz konfliktorische Verhandlungen, weil man an dem Kollektivvertrag einen Artikel haben, Artikel 21, den als Bund und Arbeits- und Lohnbedingungen von der Fonction Publique zu Lützeburg. Und da wisst ihr, dass bei der Fonction Publique zu Lützeburg viel geschieht ist, dass du eine Reform durchkommst mit einem ganzen Pack Gesetzestexte, wo unter anderem als Karrieren, so ein Schlummel, das heißt die Karrieren, die Berufe, die hier an dem Sektor schaffen, abgewehrt gesehen. Und wir stehen zu der Forderung, und wir werden uns dafür einsetzen, wir werden dafür kämpfen, wir werden dafür alle Gewerkschaftsaktionen engagieren, die nötig sind, dass die Karrieren abgewehrt gehen an dem Sektor. Und dafür auch Eisenappell und eine Politik, die im Moment am Gange ist, Assurance-Dependance zu denken, zu reformieren, vergisst nicht, die Kollektivvertrag Matzingen Jahr und Fonction Publique. An Hal der Loktoren Engagementer, die der geholt hat, unter anderem auch den Engagement von der Regierung am Akkord vom 21. November letztes Jahr mit den Gewerkschaften. Du hat die Regierung sich schwarz-weiß bekannt dazu, dass die Reform Fonction Publique auch an dem heutigen Sektor geltend machen soll. Voilà, da wissen wir, dass Personal großen Budgetsposten ausmachen an dem heutigen Sektor. Das ist ein Dienstleistungsbereich. Wir wollen aber nicht, wir lassen aber nicht zu, dass immer die Leute, die hier alltag einen Dienst und Mensch leisten, einen wichtigen Dienst, auch für als Gesellschaft, Carlos hat ja doch schon gesagt, dass die nicht mehr als Kostenfaktor angesehen gehen. Weil das ist nicht so, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Sektor, ein wichtiger Arbeitsmarkt, von dem hier redet ist. Wir haben verschiedene Berufsgruppen, die an dem Kollektivvertrag an dem Sektor arbeiten, von einer Firma über die 2 Jahre bis zu neuen Berufen, den Auxiliar de Vie, den Soziofamilial, und dann auch die ganz Administrativberufe. Was genau die Pflegeberufe angeht, und da könnt ihr euch vorstellen, das sind Leute, die alltag mit ganz viel Idealismus an dem Beruf arbeiten, und die Berufe auch zum größten Teil bewusst gewählt haben, und sich da engagieren,
am Mai vielleicht wie just da als hier Arbeit gesehen die sagt die wir schaffen in einer ganz schwierigen Arbeitsbedingungen auch zum Teil körperlich Arbeitsbedingungen die Joel wird auch genannt von Leuten hier benannt Manutentionären an die schaffen noch mal ganz viel Engagement a für denen det dat auch wei wann gesot kriegt mehr streichen an Kirzen an die Personen an der Pflege die pflegebedürftig ist die muss halt drin erleiden die dat hue unweisig ein Konsequenz op Motivation von de Leute die als lo haut schon so und das alles ein bisschen unmöglich wie Mehrheit schaffen an wir wissen dass man einer Reform die negativ wir an die wo gif gespurt gehen gibt der tote nach weiter zwei wieder just zu dem was der Carlos gesagt hat die Aktivität soutien wo eben alles drauf fällt was nicht direkt Pflegeaktivität ist das auch für Personal ganz wichtig erstens weil das für sie ja auch zu einer guten Arbeit gehört hin geht es nicht durch eben just erstens zu gehen an zu waschen das nicht die klassischen Warmsatz sauber Modell wie in Deutschland existiert den sie wollen auch mal Leute soziale Kontaktabpflege sie wollen aber oder so begrüßen am wichtigen Teil von ihrer Arbeit und dafür aus die Aktivität zu leider als Syndikat auch besonders umher neben dem Fakt dass du spezialisiert zum Teil spezialisiert Leute schaffe Psychologen Ergoen Kineen Firmen an wann die dorten Aktivitäten wasch fallen sollen oder reduziert gehen da stellt dat unweisig für äußerst natürlich froh geschieht mit den Leuten die du beschäftigt sind an den Plätzen und da geht die nicht durch wann der Minister ist ja an den Akt essentiel la vie oder just an der Pflege geht ja immer mehr weil man wissen wir aber dass der dann nicht kompensieren weder an der Qualität nach an der Quantität und Personal wo an dem einen und an dem anderen Bereich beschäftigt das und dann merken wir eben dass man viel Druck geschafft wird haut schon spüren man den Drogenpersonal an den Sektoren wir haben 2010 waren noch viele Leute die an den Sektor beschäftigt waren an dem bisschen mit günstigeren Kollektivvertrag für sie an den besseren Kollektivvertrag vom Spidolsfir sind das war den echte Schritt die sind 2010 alle guten an den ASAS rüber migriert seitdem an immer spüren mehr immer mehr Arbeit muss gemacht mit meiner Personal das ist ein bisschen wie in der vielleicht auch als andere Bereiche kann nie auf dem Fall dass immer mehr administrativen Aufwand könnt durch die ganze Encodagen an die ganze Administration die eben handrüstigt anders hummer schon benassen wat Personalaufbau belangt dat alle gute Matkrit mir hun schon durch den Spurpark us verschieden Restriktionen an den Häuser wo Betriebe dann natürlich die echt Konsequenzen immer so voilà, muss man Personal entlassen, muss Personal Männer erstellen Leute die an Pension gehen mir CDD gehen nicht verlängert und so weiter an so vieren mir hun aber haut schon ein Problem dass die Berufe zuletzt nämlich attraktiv genug sind nämlich genug Leute die dat lehren den LTPS für Firmisberufer sich immer im Leid weil dann nicht genug den Beruf lehren dafür mänglisch dass es nicht intelligent ist hinzugehen an die Berufe noch mehr unattraktiv zu gestalten an eine Reform durchzugreifen wo man wirklich Schwierigkeiten werden hun Leute auf den Arbeitsmarkt zu kriegen dafür ganz sehr als Konklusion für uns als Syndikat darf kein Negativreform gehen darf nicht gespurt gehen an dem Sektor von der Pflege zu Lützburg. Wir mussten schwatzen über das Assurance-Dependance, wie man es auch tun, und bieten effektiv auch da Verbesserungspunkte. Aber der will kein Spurkurs geführt gehen, das wäre eben die falsche Message und die betreute Leute, aber auch und die beschäftigten Leute. Und dann da just der Rappel von uns, wann über die Finanzierung noch geduld wird, dank der Entwicklung, also sie sollen die Entwicklung von den Lohn- und Arbeitsbedingungen von den Beschäftigten Leute danke. Dann kommen wir zum Schluss. Ich habe probiert Konklusionen, was da etwa schaut gesagt haben, probiert zu summen zu fassen. Das ist einerseits, dass wir formellement als opposieren einem System de Financement forfaitaire, wo wir auch mengen, dass an dem System den Patienten wie ganz gut Personal nicht am Mittelpunkt von der Präoccupationen bleiben. Und aus dem Grund behaupten wir uns darüber mehr mengen, dass man sollen den aktuellen System, den individuellen System verteidigen
an respektiv auch beibehalen. Müssen natürlich op der Ränger an op der anderen Platz können adaptiert gehen entsprechend zu den Situationen von Haut. Das Takten an Tarifer an der Zukunft sollen die real Dure, die ihr braucht, muss dem Rechnung drohen an dementsprechend vielleicht neu brechen, dann neu definiert gehen am Hannergrab von der Autonomie, am Hannergrab von der Präservation von der Autonomie, also das beizubehalten. An das tut mir dann am enorm formal, wo man so mehr engagieren als auch für dass Prestation de Qualitäten, also Prestation de Qualitäten ausgeführt gehen und das vermöglich durch Professionelle. Mehr Viren als Modellen meien ein bisschen das, was Nora gesagt hat, geht ein Demantlement von unserer Assurance-Dependance und dass wir da an die Richtung rüberziehen vom warm, satt, sauber abpflege, weil am Endeffekt alles ausdrückt, das heißt, mehr wäschen bleibt, mehr gehen denen Ziersen auf der Rest unserer Wunschgift an einem Mac bleiben und gucken, wie sie den Tag dann umkriegen, dafür Menge mehr, dass all die Aktivitäten, die man vier Runden abgezählt und Aktivitäten soutien, müssen beibehalten. Sie sollen zwar können auch neu gestaltet gehen, und müssen den so über gucken, über die Qualität, ob sie auch wirklich etwas bringen oder nicht, weil da sicherlich drin sind, die nicht kontrollabel sind, wo man sicherlich Probleme haben, aber wo in die müssen dann dementsprechend adaptiert. Auch die Freien, also Finanzment von der Prestataire sollen mal frisch ventiliert, die nur Kategorien um Personal, Infrastrukturen etc. Respektiv der Respekt für die Evolution vom Kollektivvertrag auch von den Arbeitskonditionen am Sektor SAS muss auch etwas sein, was Priorität muss an der Diskussion über die Reform-Assurance-Dependance auch haben. Da werden natürlich so alles das, was gezählt wird, das ganz schön gut, ja, wenn das nicht zum Equiliber gibt, feiern, außerhalb von der Macht, die ich vierdruck gemacht habe, wo wir meinen, dass es nicht mit 2016 ist, wir werden noch Hände verreckt, fragt mich nicht wie viele Jahre, dass das mit das wird man vielleicht nächste oder übernächste Woche, da wissen wir, wann Budget vorgestellt gehen für die nächsten Jahre. Meinen wir, dass, wenn es nicht soll durchgehen mit den Finanzen. Und ich will just gesagt, dass 2018, wenn wir den nächsten Defizit hatten, wir giffen opfuhren op en Kotisation von 1,42% haben aber beneficerem übrig. Der Schweizer von einer Erhöhung von 0,02. Wenn meine Prognostiken stimmen, die ich dafür gesagt habe, haben wir sowieso viel mehr einen Benefis. Es war auch jetzt gegangen, unter anderem über eine Erhöhung von der Kotisation von 1,4 auf 1,6. Aber meine Chiffre stimmen, dann sind wir weit an 2020, wenn wir irgendwann über neue finanzielle Schwierigkeiten kommen. Wir führen, dass wir zu der Maßnahmen kommen, führen der Kotisation, wenn wir das als echt, soll der Staat seine Verantwortung übernehmen. War für 2006 45%. Und es soll, wenn ich wieder zurück auf 45% von den Ausgaben als Partizipation gehen. Das ist die erste am Kontext von der Finanzen. Die zweite, ich verstehe nachher nicht, wie wird das Patronat nicht mit unter Assurance-Dependance finanziert und der Gesundheitskäse finanziert und der Pensionskäse an urbaner Plätze, für wird dann nicht ob der Assurance-Dependance. Das muss immer effektiv auch mal erklären. Und dann drittens, wenn alle Stricke reißen, dann sind wir natürlich bereit, über den Haus von den Kotisationen sozialen von der Assurance-Dependance zu schwätzen. Voilà, das waren auf dem Gruppen sich entschuldigt, dass wir bis wie lang waren, wie wir hatten. Sollten wir wirklich, dass wir 3 Intervenanten hatten, und wir hatten gemerkt, wir geben nicht ein bisschen wie richtig gestalten, nicht dass in der Langschweiz, sondern dann auch effektiv die 2 hauptkonzernierten Sektoren neben der Gesamtpolitik von der Assurance-Dependance auch sollten heute zu Wort kommen, dafür würde es effektiv wie lange dauern. Entschuldigt, nein, wir können das ruhig vorstellen.